So. Hier hat doch wer gelacht. Oh. Die Tür ist offen. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen Silent Hill F. Den zweiten Durchgang. Man könnte auch sagen Next Game Plus. Warum spielen wir Next Game Plus und nicht den ersten Durchgang? Ja, weil wir das Spiel schon mal durchgespielt haben. Hier auf dem Kanal habe ich das Spiel zum ersten Mal durchgespielt. Schön auf Felsig, könnt ihr euch alle angucken. Link in der Beschreibung oder zur Not ganz am Schluss, die letzten 5 Sekunden, habe ich ja immer diese Endkarten da. Da könnt ihr das auch nochmal angucken, falls ihr es noch nicht durchgespielt habt. Wir werden jetzt halt das Next Game Plus anfangen. Das Internet sagt, Next Game Plus beinhaltet mehr Bosse oder andere Bosse, mehr Rätsel, andere Rätsel, mehr Gegner, andere Gegner, mehr Sachen zu finden, andere Sachen zu finden. Ihr wisst schon, ihr kennt da ein Schema. Und vor allen Dingen, man soll erst, wenn man es mindestens zweimal durchgespielt hat, das Ende so richtig verstehen. Und das ist das, was mich interessiert, denn irgendwie... Naja, es ist ein Silent Hill, so ganz habe ich es dann doch nicht geschnallt, muss man ja doch sagen, ne? Aber ja, wir werden sehen. Wir fangen mal mit dem Next Game Plus an. Wir nehmen wieder Action. Gibt es Geschichte? Schwer? Verloren im Nebel. Verloren im Nebel haben wir durch einmal Durchspielen erreicht. Das ist dann super schwer. Machen wir natürlich nicht. Wir machen natürlich Geschichte. Und die Rätsel kannst du machen auf Verloren im Nebel, höchster Schwierigkeitsgrad, Geschichte oder schwer. Da machen wir wieder Verloren im Nebel. Genauso haben wir es beim ersten Mal Durchspielen gespielt, weil ich spiele Silent Hill nicht wegen den wunderschönen Kämpfen, die zwar in Ordnung waren, hier in diesem Spiel, aber ja, ich spiele es wegen der Rätsel. So, dann fangen wir mal an. Bestätigen. So, Kostüm auswählen. Ach ja, wir haben es natürlich mit der normalen Matrosenuniform gespielt. Jetzt hätten wir hier noch reines Weiß, unschuldiges Weiß und natürlich das super hässliche rosa Kaninchenkostüm. Wir nehmen das, was am besten aussieht. Das. Jetzt muss ich mal ein bisschen die Klappe halten, glaube ich. Ne, 知ってる？女の人はお嫁さんになるのが仕事なんだって。仕事じゃないよ。ひな子はお嫁さんになりたくないの？でもお父さんに言われるとなりたくなくなる。宿題と同じだね。やれって言われるとやる気なくす。お待たせ。お姉ちゃん。何かいいことでもあった？昔を思い出してた。お姉ちゃんって小さい頃からずっとお姉ちゃんだったんだなって。ひな子、私ね。これお姉ちゃんにあげる。綺麗だわ。ありがとう。War das beim ersten Mal durchspielen auch schon so, dass wir ihr das Glöckchen gegeben haben? Ey, wirklich, da kann ich mich null dran erinnern, aber würde Sinn ergeben, denn immer wenn meine Schwester auftaucht, hörst du das Glöckchen. Ach übrigens, wie ihr es vielleicht schon bemerkt habt, es gibt sprachlich 2 Unterschiede zu dem ersten Durchspielen. Das erste fällt euch wahrscheinlich auf, wenn ihr des Japanischen nicht mächtig seid. Ich habe die Synchro auf Japanisch gestellt. Beim ersten Mal habe ich sie auf Englisch gehabt, weil da wollte ich viel mitkriegen und dann dachte ich aber, komm,
komm, was soll's, ne? Das Spiel spielt in Japan 60er Jahre. Das ist sehr japanisches Spiel. Da kann man die Sprachausgabe schon mal auf Japanisch stellen. Dafür gibt's Untertitel, sehr schön. Das Zweite, was ihr hoffentlich bemerkt habt, ist, wenn ihr des Pfälzischen nicht mächtig seid, dann habt ihr hoffentlich mich verstanden jetzt. Ich rede hier Hochdeutsch. Beim ersten Mal durchspielen war ich zu faul und dachte mir, komm, ich hab mal wieder Bock auf Pfälzisch zu verzählen und habe deshalb den kompletten ersten Durchgang auf Pfälzisch gelabert. Wer also mich Pfälzisch labern hören will, der kann sich gerne den ersten Durchgang nochmal antun oder überhaupt zum ersten Mal. So. Pfälzisch oder nicht Pfälzisch, ich laber einfach überall drüber, wie man gerade sieht. So. Irgendwie sieht es hier gar nicht mehr so unfreundlich aus wie beim ersten Mal. Es ist so hell. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ist es eher so, ach guck mal hier, ein schöner Sommertag. Ist es wohl. Huch. Okay, das letzte Frame war seltsam. とにかく今後のことは親の方で話を進める。お父さん、ひな子の気持ちだって。こんな話二度とないんだぞ。ひな子にとってこれ以上の幸せがあるか。あるわけがない。どこ行く。話はまだ終わってないぞ、ひな子。それにしてもあのひな子がね。あいつは本当に高校娘だ。何しろおかげで借金は全て返せる。二度と金に困らずに済むぞ。お父さん、やめてくださいよ。ひな子に聞こえますよ。 Wirklich hören. Junge, es ist ja wohl das Mindeste, was man verlangen kann, dass es... Oh wow, also das war neu. Das war definitiv neu. Soll ich es spoilern? Notgedrungen. Ich meine, Sie sagen es ja hier selbst. Über was hier gerade geredet wurde, ist ganz einfach Folgendes. Im ersten Durchgang haben wir herausgefunden, dass mein Vater mich verkauft hat. Eine Ehe arrangiert an irgendjemanden, der Vater hat Schulden. Vater ist ein Säufer und hat Schulden. Erst hatte er Schulden, dann hat er angefangen zu saufen, nicht umgekehrt. Und deshalb hat er dann mich quasi an einen verkauft, der mich dann heiratet. Also mit mich meine ich hier die Figur, die wir spielen, Hinako. Nicht cool. Gar nicht cool. Und im ganzen Spiel geht es darum, es ist das Japan der 60er Jahre. Da hatten Frauen nicht wirklich viel zu sagen. Da war der Mann das Oberhaupt und gut ist. So. Und im Spiel geht es unter anderem auch darum, dass dieses Mädel das so nicht will. Zu Recht. Ist nämlich Kacke. So, ich glaube, da komme ich nicht durch. Nee. Wer jetzt denkt, dass ich jetzt hier durch das Spiel durchrennen werde, muss ich leider enttäuschen. Es wird ja gesagt, dass sich so viel geändert hat. Da muss ich dann natürlich mal gucken, was sich denn geändert hat. Aber zuallererst mal, was gibt's denn hier Neues? Es hat auch eben irgendwie, hieß doch, dass es was... Oh. Junge, ich habe alles übernommen vom ersten Durchgang. Interessant. Fangen wir mal ganz von vorne an, ne? Wir sind, das Problem ist, dass wir da viel zu lesen haben. Shimizu Hinako. Shimizu ist der Nachname. An mir ist überhaupt nichts Außergewöhnliches. Außer vielleicht, dass ich für ein Mädchen meines Alters groß bin. Ich war früher im Leichtathletikverein, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass ich sportlich besser bin als die meisten Mädchen. Ich schätze, ich habe mich als Kind daran gewöhnt, viel herumzurennen, da ich lieber mit Jungen gespielt habe. Ich gebe zu, dass ich manchmal ziemlich stur sein kann. Ich akzeptiere nicht gerne Dinge, die andere für mich entscheiden, selbst wenn es das Richtige ist. Mehr als einmal habe ich rebelliert und die falsche Entscheidung getroffen, nur um es später zu bereuen. Anders als meine Schwester Junko, die immer der Sonnenschein war, war ich schon als kleines Kind eine echte Herausforderung. Meine Eltern sagten mir, dass ich nie auf ein einziges Wort von ihnen hörte. Ich brachte meine Mutter zum Weinen und meinen Vater zur Weißglut. Aber Junko war immer für mich da. Sie verstand mich, sie passte auf mich auf. Deshalb liebte ich meine Schwester und habe immer getan, was sie von mir verlangt hat. Oder zumindest habe ich es versucht.
Sie hat die Wogen zwischen meinen Eltern und mir geglättet, was das Leben in diesem Haus ein wenig erträglicher gemacht hat. Das heißt natürlich, bis sie geheiratet hat. Ich habe immer Leute verachtet, die mir sagen, wie ich mich zu benehmen habe, nur weil ich ein Mädchen bin. Bei Shu war das anders. Der hat mich je verstanden. Okay. Wir waren perfekte Partner. Ich habe ihn als einen wahren Gefährten betrachtet. Als wir älter wurden, wurde der Druck unserer Eltern stärker. Trotzdem hat Shu nie aufgehört, mich wie seinesgleichen zu behandeln, unabhängig von meinem Geschlecht. In mir existieren jetzt 2 Hinakos. Ja. Ist ein bisschen doof, stelle ich gerade fest. Wo ist denn eigentlich die Landkarte? Ich hab's vergessen. Ich habe meine Oma Mori. Ich glaube, ich muss hier noch deutlich mehr erklären. Aber wo ist die Karte? Ah, da. Ich muss hier deutlich mehr erklären. Weil, also jetzt, Jungs und Mädels, guckt euch bitte den ersten Durchgang an. Da lese ich das alles vor. Jetzt haben wir hier alle Tagebucheinträge und die könnte ich alle jetzt auf einmal vorlesen. Das will ich aber nicht. Es ist schon genug, es wird schon genug gespoilert, weil einfach davon ausgegangen wird, dass man das Spiel selbst einmal durchgespielt hat. Wie man gerade festgestellt hat, wo ich ja erklären musste, was der Vater da redet. So, guck mal, da bin ich letztens auch hingegangen, da gehen wir jetzt auch hin. Da war, glaube ich, ein Tsunami. Betreten des Bergs verboten. Ja, würde ich auch gerade sagen. So, ich muss mich hier überall umgucken, weil es gibt hier viel zu entdecken. Ich frage mich jetzt, das wird wahrscheinlich doch ein deutlich kürzeres Spiel werden, wenn ich nicht alles vorlesen muss. Wie gesagt, wenn ihr die Story... Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, hier jetzt einzusteigen. Ihr solltet es zumindest einmal selbst durchgespielt haben oder mal ein Let's Play geguckt haben, denn ich werde nur die Sachen vorlesen, die jetzt wirklich neu sind. Ich werde halt drüber reden, was los ist, aber okay. Der Shu, der übrigens in dem Brief erwähnt wurde, ist ihr, wie es der Name schon sagt, Schulfreund. Er heißt halt Shu. Es ist ihr Schulfreund, mit dem sie sich halt einfach gut versteht. Und es ist einfach nur Schulfreund, ein Kollege. So, da fliegt ein einzelnes Blatt, das sieht hübsch aus. So, ich muss hier überall gucken, vor allen Dingen auch deshalb, weil es hier noch so schön still ist. Es wird schon noch früh genug, wo es hier mehr nach Silent Hill wird, das kann ich jetzt schon sagen, schätze ich. Kann ich da runterhüpfen? Nein. Ja, aber die ganze Karte ist ja auf... Na, nicht die ganze Karte. Okay, das ist gut. Es wäre halt sehr dumm vom Spiel, wenn die Karte ganz aufgedeckt wäre. Denn dann würde ich nämlich nicht wissen, wo ich hingehen muss. So kann ich ungefähr sagen, ja, okay, da, wo es noch nicht aufgedeckt ist, sag mal, war das auch schon zu? Ich habe keine Ahnung. Oder ist, guck mal hier, Beginn der Bodennebel. Das ist aber mal eine Villa, oder? Also, wenn ich mir die Häuser, das ist eine Wellblechhütte, weißt du, dann guckst du dir das an. Das ist schon, ich glaube, die Leute hier, die haben ein bisschen mehr Geld. Gehe ich mal davon aus. Ich gucke mich jetzt natürlich überall schön um. So, was ist denn zum Beispiel da hinten? Eine Kiste. Ja, ein Ende. Ich habe es einmal durchgespielt, dann hat jeder dasselbe Ende. Ich versuche in diesem Durchgang 2 Enden zu erspielen, damit wir sie sehen. Das eine Ende ist das UFO-Ende. Ich weiß nicht genau, wann es kommt. Ich weiß, dass es wieder eins gibt. Das versuche ich natürlich zu erspielen. Und das kann wahrscheinlich sein, dass es dann so im letzten, also nach der Hälfte oder dem Dreiviertel des Spiels, dass wir dann da das UFO-Ende freischalten, dann ist das Spiel rum. Dann werde ich einen anderen Speicherstand laden vor dem UFO-Ende und dann gucken, dass wir ein normales Ende noch freispielen. So, ich lese jetzt mal kurz vor, so rum. Notiz des örtlichen Arztes. Fuchshochzeit ist ein gebräuchlicher Ausdruck für Zeiten, in denen es regnet, während die Sonne scheint. Den älteren Leuten hier in Ebisugaoka zufolge verwendeten sie diesen Ausdruck allerdings auch, wenn ein junges Mädchen entführt wurde.
Nein, auch das ist neu. Habe ich noch nicht gelesen, denn Sagen über Götter und Geister, die sich in menschliche Frauen verlieben, sind nicht nur in Japan zu finden, sondern auf der ganzen Welt. Ebisugaoka bildet hier keine Ausnahme. Auch hier gibt es alte Geschichten über junge Mädchen, die zu einer Fuchshochzeit entführt wurden und für immer verschwanden. Während der Meiji- und Taisho-Zeit sollen die Stadtältesten den Familien vermisster Töchter versichert haben, dass diese von einem Fuchsfürsten entführt worden seien und nun ein sorgenfreies Leben in Luxus führten. Holla. Oh, guck mal hier. Eintrag Inarizama. Okay. In Ebisugaoka leben hauptsächlich gläubige Inarisamas. Ebisugaoka ist übrigens die Stadt oder eigentlich in dem Fall eher das Dorf, wo wir leben. Okay, doch Stadt. Überall in der Stadt gibt es Statuen von Inarisama und meine älteren Nachbarn verehren sie respektvoll. Inarisama, auch Oinarisama genannt, ist eine Gottheit, die alte, unbrauchbare Werkzeuge zur Ruhe legt und ist auch für den berühmten Brauch bekannt, ihren geliebten Aburage-Tofu als Opfer darzubieten, der auf einer alten Nadel steckt. Was? Also, die Gottheit ist dafür bekannt, Aburage-Tofu als Opfer darzubieten und der Tofu steckt auf einer alten Nadel. Also man sieht es daneben auf dem Bild irgendwie. Eigentlich steckt die Nadel eher im Tofu. Naja, andere Städte scheinen diesen Brauch für Inarizama allerdings nicht zu haben. Ich vermute, dass das, was wir hier in Ebisugaoka tun, etwas Besonderes sein könnte. Übrigens möchte ich kurz das nicht unerwähnt lassen, wie schön ich Ebisugaoka aussprechen kann. Das hat mich bestimmt 10 Folgen gekostet, das einigermaßen hinzukriegen. Die Statuen von Inarizama dienen als Denkmal für alte oder kaputte Werkzeuge. Es ist in Ordnung, diese Werkzeuge zu behalten, solange man eine Verwendung dafür hat. Verwendung. Dies wird Kishu genannt und ist eine Handlung, die als tugendhaft gilt. Es ist eine Lehre von Inarizama, auf jede Art und Weise das Beste aus den Werkzeugen herauszuholen. Die Inarizama von Ebisugaoka ist seit alten Zeiten die Schutzgottheit, die diese Stadt beschützt, aber manchmal handelt sie nach Lust und Laune. Manchmal verwandelt sie sich in einen Fuchs und stiehlt Hühner oder getrocknete Kakis und manchmal spielt sie Kindern Streiche, die nicht auf ihre Eltern hören. Ich habe auch gehört, dass sie sich auf den ersten Blick in eine Frau verliebt, die sie begehrenswert findet und sie entführt, um sie zu ihrer Braut zu machen. Okay. Wir lernen hier nicht durchs Beet zu laufen, wir lernen hier sehr viel. Zusätzlich, es ist also nicht einfach nur, Next Game Plus mit schwierigeren Gegnern, nee, eben gar nicht schwieriger. Kann ich jetzt da reingehen? Schade. Es gibt hier so viele Häuser, wo du nicht reingehen kannst. Und dann dachte ich mir, komm. So, ich habe gerade... Gleich. Wir gehen hier erstmal runter. Schade. Ich dachte, vielleicht können wir jetzt hier reingehen. Da konnten wir schon das letzte Mal nicht reingehen. Wieso gehst du so seitwärts hoch? Können wir jetzt leider auch nicht reingehen. Okay, dann gehen wir hier mal beten. Das hier ist ein Schrein. Auch kurz zur Erklärung, weil ich glaube, das kriegst du auch nicht mehr gesagt. An dem Schrein können wir unser Spiel speichern. Und wir können gleichzeitig ein Omamori ziehen. Das sind diese Perks, damit du, keine Ahnung, mehr Ausdauer hast, zum Beispiel sowas. Dafür braucht man Glaube. Glaube kriegt man aus Items, die man in den Schrein legt. Wir haben im Moment keine Items. Oh, wir haben noch unser vergrößertes Inventar, sehe ich gerade. 12 Inventarplätze. Ich glaube, man startet mit 8. Sehr schön. Verbessere deine Fähigkeit können wir auch gerade nicht. Wir sehen schon, ne? Oh, man kann den Omamori-Platz nochmal erhöhen. Das ging beim ersten Mal auch nicht. Sehr schön, sehr schön. Also wirklich Next Game Plus. Gefällt mir. Aber wir speichern mal. Wo fangen wir denn an? 6.10. habe ich das letzte Mal. Ne, 7.10. so wie es aussieht. Also da, komm, fangen wir einfach oben an und arbeiten uns nach unten vor. So. Kusunodai 2 Kyome. Ich hab keine Ahnung. Oh, sehe ich da rechts an dem Speicherstand diese Pillen? Ich glaube, das zeigt die Enden an, die wir schon haben. Das Pillenende haben wir. Ich kann mal kurz über die Enden reden.
どうしたら。 Beim ersten Mal oder beim ersten Ende wurde gesagt, dass wir das, was ich schon das ganze Spiel über vermutet habe, dass wir eine Tablettenabhängigkeit entwickelt haben und diese Tabletten eventuell zu Wahnvorstellungen geführt haben. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir in diesem Run keine Tabletten aufnehmen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es einfach nur, dass wir keine sammeln dürfen oder dass wir keine benutzen dürfen. Ich werde einfach keine sammeln, weil wenn ich keine habe, kann ich es auch nicht benutzen. So. Überall hingehen, irgendwann ist mal eine Tür offen. Hier wohl nicht. Kann ich da neben rumgehen? Nee, ne? So. Alles noch in Ordnung hier. Wir gucken uns natürlich richtig gut überall um. Das haben wir schon beim ersten Mal gemacht und es war sehr praktisch. Ich glaube, da liegt Bier. Bin ich gut oder was? Trinken um diese Uhrzeit? Ah, das ist ein Modemagazin, glaube ich. Eine Frau ist erst vollständig, wenn sie geliebt wird. Mit der neuesten Mode für junge Frauen, die so rein ist, dass sie sogar Blumen erröten lässt. Okay. Ich glaube, da geht's runter in einen Garten. Ich kann ja mal kurz die Karte zeigen. Ja, da könnten wir jetzt runter in den Garten gehen. Sollen wir das machen? Ja. Da habe ich noch ganz grausige Erinnerungen hier dran. Aber nicht vom Anfang vom Spiel, sondern mittendrin oder sowas. Dann sind wir hier nochmal. Das sind dann aber Gegner. Deshalb freue ich mich jetzt gerade irgendwie wirklich mal in aller Ruhe mich hier umzugucken. Was liegt denn hier? Forschungsnotizen zu exotische Kräuterkunde. Ah ja, das gab es schon im ersten Teil. Obwohl das berühmteste übersetzte westliche medizinische Buch neuer Text über Anatomie bleibt, gibt es ein eigenartiges Werk namens exotische Kräuterkunde, das im 5. Jahr der Annai-Ära 1776 nach Christus veröffentlicht wurde. So seltsam der Text auch war, er ist in der Geschichte weitgehend in Vergessenheit geraten. Ein ausländischer Missionar brachte diesen Text zusammen mit einer merkwürdigen Medizin nach Japan, die es einem angeblich ermöglichte, mit göttlichen Geistern zu sprechen. Dieses Medikament wurde von den Einheimischen als Kakura Makakura bezeichnet. Um jedoch Kontakt mit den Göttern aufzunehmen, muss man zuerst seine Seele befreien. Dabei fällt man jedoch in einen vorübergehenden Zustand der Bewusstlosigkeit und wird dadurch möglicherweise anfällig für bösartige Geister. Habe ich das wirklich noch nicht gehabt? Das ist einfach so viel mehr Erklärung. Vielleicht lag das aber auch schon da und ich habe es beim ersten Mal nur nicht gelesen. So, also normalerweise wären wir jetzt halt hier runtergekommen. Ich will mich trotzdem hier umgucken. Ich habe doch gerade was gehört. Da lacht doch wer. Oder waren das Enten? Ihr habt es doch auch gehört, oder? Moment, ich muss erstmal gucken. Ah, guck mal, da oben geht's irgendwo hin. So. Ja. Das ist der Fuchsgott. So. Okay, ich habe da... ernsthaft jetzt, ich habe doch da eben was gehört. Lass mich mal ein bisschen ums Haus drumherum gucken. Ja, ich glaube, da geht's nicht weiter. Da liegt doch was nah. Das ist nur ein Pilz. Guck mal. Ein hohler Baum. Boah, cool. Cool, ein hohler Baum. So, da hinten liegen wieder Bierflaschen. Ist jetzt wohl nicht so interessant. Steht eine Kiste. Nichts drin. Das ist übrigens also eine Waschmaschine, glaube ich. So mit Handkurbel zum selber schleudern oder so. Gut, was das ist. Ja. Keine Ahnung, ist jetzt nicht so, als würde ich hier der große Erklärbär spielen können. Ich weiß ja selbst von der Hälfte nicht, was es ist. So. Hier hat doch wer gelacht. Oh. Die Tür ist offen. Hallo? Ist jemand zu Hause? Ich bin mal so frei und komme herein, ja? Können wir da bei fremden Leuten reingehen? Aufheben.
Forschungstagebuch, Foto 1. Ein Foto, das einem Forschungstagebuch beigefügt ist. Es scheint sich um einen Hinweis zu handeln, den ein Forscher bei der Untersuchung der Folklore von Ebisugaoka gesammelt hat. Also rechts, ganz rechts, diese Säule, das ist ein Briefkasten. Da sind wir doch eben vorbeigekommen. Also ich meine, das kann hier überall sein. Briefkäste gibt es sehr oft. Zur Legende vom Heiligen Schwert. Man sagt jedoch, dass die Feindseligkeit des Schwerts weiter zunahm, selbst als es unter der Erde begraben blieb. Daher errichteten die Menschen eine heilige Barriere darum und verwendeten Chiso-Statuen als Fixpunkte. Chiso-Statuen sind, glaube ich, diese kleinen glatzköpfigen Steinmönche am Rand, die, glaube ich, für Wanderer beten oder irgendwie sowas, glaube ich. Keine Ahnung. Wer das Schwert finden sollte zunächst nach diesen Chiso-Statuen suchen. Es scheint, dass die Barriere funktioniert, indem sie eine spirituelle Harmonie schafft, die die Feindseligkeit des Schwertes hemmt. Harmonie, Yin und Yang, die 5 Elemente des Wuxing. Zu dieser Zeit glaubte man, dass alles aus 5 Elementen besteht. Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Und Liebe. Daher war 5 eine Zahl, die mit Harmonie in Verbindung gebracht wurde. Mit anderen Worten, es müsste 5 Chizo-Statuen geben. Gibt es in dieser Stadt 5 solcher Statuen? Ich vermute, sie aufzuspüren wird sich als gewaltige Aufgabe erweisen. Okay, ich muss also wohl 5 Statuen suchen in der Stadt und krieg dann, keine Ahnung, das Schwert? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas werde ich kriegen. Was ist das da? Ich brauche einen Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel. Da ist aber eine Schublade. Ist da was drin? Nee. Nun gut. Ich guck mich... Da hinten geht's... Oh, guck mal da. Ein Arare. Ah, jetzt haben die endlich mal Sinn. Die Arare. Arare sind, die kannst du knuspern. Das ist quasi... Ich sag mal, ich nenne es mal Süßigkeit. Ich stelle mir das immer so wie so ein Käsebällchen oder sowas vor. Und wenn du dann dich aber dabei bewegst, also im Spiel, und dann kriegst du Energie dazu. Aber nur wenn du dich wirklich läufst oder so, wenn du stehen bleibst, kriegst du quasi nicht wirklich viel. So habe ich das mal verstanden. Kann ich da rausgehen? Durchaus, das ist aber nur ein Kämmerlein. Oder hinten liegt was? Da brauche ich noch einen Schlüssel. Ist da vielleicht ein Schlüssel? Nee, da ist auch nichts drin. Ja, aber erstmal... Wir sind ja nicht in der Nebelwelt, in der Schattenwelt. Es sind keine Gegner da. Im Moment sind wir noch ganz am Anfang vom Spiel und sie ist einfach nur in ihrem Dorf. Geht bei fremden Leuten ins Haus und durchwühlt die Schränke und klaut Sachen. Klaut die Süßigkeiten oder so. Also finde ich nicht gut, junge Dame. Ernsthaft jetzt. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Aber ich mach das. Also hier brauche ich einen Schlüssel. Da ist noch ein Arare. Ach, oh, so ein Glück. Ich kann es ja mal kurz zeigen, wenn ich mich erinnere, wie ich die Items aufrufe. So rum. Arare. Ein kleiner, knuspriger Reiskräcker. Ah ja. Durch sein angenehmes Knirschen wird es nie langweilig, ihn zu essen. Stellt Gesundheit leicht wieder her. Die Wirkung verstärkt sich bei kontinuierlicher Verwendung. Ah, kontinuierliche Verwendung. Nicht während man sich bewegt, sondern wenn du mehrere frisst. Kann auch als Opfergabe verwendet werden. So, und die habe ich früher so gut wie nie, also beim ersten Durchgang so gut wie nie benutzt. Weil warum? Kriegst halt ein bisschen Energie. Wenn du so Pillen frisst, ging das viel besser. Aber ich will ja jetzt diesmal durchspielen, ohne Pillen zu fressen. Denn das war nicht gut. So, da oben, das war geschlossen. Also da konnte ich nichts machen. So. Viele geschlossene Kisten hier, das ist nicht gut. Meinst du, ob's... achso, ja, sie guckt auch immer ein bisschen in eine Richtung, wo es was zu gucken gibt, ne? Falls das noch nicht mitgekriegt hat. Ich hoffe, dass es hier einen Schlüssel gibt. Oh, hier ist aber neblig. Moment, an dieses Haus erinnere ich mich. Was heißt erinnern? Ist das nicht das Haus des Arztes? Wieso ein Schlüssel? Schon wieder? Ach, da hinten die Kiste. Ist das nicht das Haus des Arztes? Aber das ist viel weiter in der Stadt unten. Oh, hier kann man rein. Es ist übrigens durchaus möglich, dass hier irgendwo jetzt dann doch ein Monster ist. Weiß ich ja nicht. Oh, was ist das? Eine Frauenzeitschrift. Mein Vater mag sie nicht. Der Vater mag generell nichts, was mit Frauen zu tun hat, habe ich so das Gefühl. Was ist das? Das ist von Sakuko. Aber es ist zu süß für mich. Was ist es denn?
Ich weiß gar nicht, was es ist. Sind wir hier in Sakugos Wohnung? Oh, da ist ein Kleidchen. Guck mal. Das ist nicht süß. Ja, doch, komm. So ein Rüschen dran und so alles. Oh, was ist das? Bauklötze? Er sagte immer zu mir, spiel Vater, Mutter, Kind, wie es sich für ein Mädchen gehört. Wer er... Oh, da ist was. Oh, ein Balkonschlüssel. Ein Schlüssel, den die Puppe auf dem Rücken trug. Er scheint vom Balkon aus die Tür zum Nebenzimmer zu öffnen. Okay, dann gehe ich davon aus... Ja, aber das hier? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Dass das hier der Balkon ist? Ja, das ist der Balkon. Was gibt's? Nix. Ich muss tierisch aufpassen, dass ich nicht automatisch hier Knöpfchen hämmer, weil irgendwann, schwuppdiwupp, nehme ich eine Pille auf oder so. So, ich glaube, das war das Zimmer, wo wir eben reingehen wollten, wo nicht offen war, ja? Das da. Kann ich da jetzt öffnen? Nee, ne? So, okay. Ja, das aber, hier liegt aber auch Spielzeug rum. Oh, das sind die schönen Styroporflugzeuge, die ich so super finde. Mit Propeller und allem. So, was gibt's hier? Packtipps. Packtipps. Ein Buch eines bekannten Experten zum Transport großer Mengen an Vorräten. Erhöht die Inventarkapazität. Sehr schön. Brauche ich. Ich wollte gerade sagen, brauche ich eigentlich nicht. Ich habe schon 12. Wirklich, man startet mit 8, was schon... Es ist halt Survival Horror. Muss alles knapp bemessen sein. Aber je mehr, desto besser. So, was haben wir denn hier? Tagebuch eines Jungen. Ich werde Schatzsucher. Dafür werde ich sorgen. Und dann werde ich Millionär, indem ich überall auf der Welt Schätze finde. Und Schätze suchen ist nicht alles. Ein echter Schatzsucher erledigt manchmal große, furchterregende Monster und Bösewichte. Und vergiss nicht, dass sie auch lernen müssen, gefährliche Fallen zu entkommen. Ich habe Kämpfe mit dem Mädchen von nebenan gespielt und Mama wurde sauer auf mich. Sie sagte, und wenn du ihr eine Narbe im Gesicht hinterlässt, dann wird sie niemand heiraten. Was soll das denn heißen? Ich glaube aber, dass das Mädchen eine richtig gute Schatzsucherin wäre. Sie findet immer den versteckten Schatz, wenn wir Schätze verstecken spielen. Ne? Von mir aus spielen sie Schätze verstecken. So, ich möchte eines Tages mit ihr Schatzsucher werden. Ho. Schatzsuche Schlüssel. Ein kleiner Eisenschlüssel, unklar wofür er ist, sollte mit der Schatzsuche zusammenhängen, die im Tagebuch des kleinen Jungen erwähnt wurde. Ist das vielleicht für die Kisten? Für die Kisten zuständig, die wir überall finden? Gibt's hier noch irgendwas? Nee, ne? Da drüben vielleicht. Oh. Was ist da? Hinweis zum Schatzsuchespiel. Du hast diesen Ort auch gefunden, was? Du kommst immer näher. Du musst deinen Kopf benutzen. Lass dich vom Nervenkitzel der Jagd antreiben. Okay. Ich glaube, es geht wirklich um diese kleinen Kisten. Ich hoffe, also wie viel, ich glaube 3 Stück oder so haben wir noch irgendwo gefunden. Dieses Windspiel da. Macht, was es soll, aber in einem Horrorspiel ist ein Windspiel... Hey? Hier lag doch vorhin so ein längliches rotes Objekt, wo ich nicht wusste, wo sie gesagt hat, hier, Sakuko findet es süß oder sowas. Wo ist das hin? Ich glaube, das war so eine Stiftebox oder so. Wo ist das hin? Okay, das ist nicht cool. Das ist schon mal, ich habe keinen Bock, dass jetzt schon, ich habe gedacht, dass wenigstens in der ersten Stunde keine Gegner sind. Nicht schön. So. Hä? Wo kommt denn das her? Kann ich das umwerfen? Ne, ernsthaft jetzt? Also hier bin ich nicht reingekommen, aber was ist das? Was ist das da? Also da hinten ist auf jeden Fall eine Schatzkiste. So, die probieren wir mal zu öffnen. So, aufheben. Hinweis zum Schatzsuchespiel. Darin bist du wirklich gut. Das kann nicht jeder Trottel finden. Zu schade, dass das nicht der Schatz ist. Better luck next time. Aber Punkte für den Versuch. Du warst so nah dran. Schokolade gekriegt. Oh, Schokolade ist gut. Aber... Ist das der kleine Junge, der hier gerade noch rumspringt? Aber der... Ohne Scheiß, ich habe keine Lust jetzt schon auf Monster. Ich dachte wirklich, die erste Stunde wird schön gechillt, ohne dass ich Angst haben muss. Ich kann hier rumrennen, kann euch alles erklären, was los ist, weißt du. Und jetzt geht's schon los mit Monstern und Figuren, die da vorher nicht waren. Boom.
Du wurdest von meiner Kackerbombe in 1000 Stücke gerissen und bist gestorben. Jeder mit einem halben Gehirn wüsste, dass das eine Falle ist. Sorry, habe ich jetzt verloren? Okay. Ich habe in der Küche war, glaube ich, noch eine. Ich gucke trotzdem überall hier um. In der Küche war meines Wissens noch eine. Da. Hinweis zum Schatzsuche spielen. Ja! Du wurdest von meinem Kackelspeer erstochen und bist gestorben. Jeder, der hier nach Schätzen sucht, ist nichts weiter als Kanonenfutter für meine Fallen. Ja, schön, aber was ist denn mit der da hinten in der Abstellkammer? Ganz versteckt da hinten, die habe ich schon gesehen, ne? Verblasste Brautpuppe. Eine alte Puppe in Form einer Braut aus Ton. Sie scheint lange Zeit vergessen worden zu sein. Das ist der Schatz? Okay, cool. War das kleine Schatzsuche-Spiel? Was ist denn hier mit der Brotkiste da los? Flimmert. Ich höre doch was. Ah, das ist die Uhr. Guck mal hier, der Fernseher, schön mit Deckchen oben drauf. Ach, wunderbar. So, also ich habe den Schatz gefunden. Okay, wir gehen mal weiter. So, jetzt pass aber auf. Wir waren... Ich will da hochgehen. Ich will nochmal speichern. Sicher ist sicher. Und zwar war da oben... sind wir nicht schon an so einem Hydranten vorbeigekommen? So, erstmal speichern, 1 runter, zapp, zarab. So. So, ich könnte jetzt hier zum Beispiel ein Arare in den Schrein legen oder eine Schokolade. Wir behalten es erstmal. Wir haben jetzt sogar 13 Inventarplätze. Wir behalten es erstmal. Es gibt Sachen, die wirklich nur für den Schrein sind. Und die nehmen wir dann. Was ist denn... Ah ja, stimmt. Moment, ich kann mal kurz... wo mache ich denn das? Hier? Nee, da. Hey, hallo? Hallo, hör auf! Gespenstisch! Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Moment. Ich muss mal kurz meinen Controller ausschalten. So, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass da gerade... Ich schalte mal wieder an. So, jetzt funktioniert's. Der hat irgendwie gerade eine Fehlfunktion gehabt, warum auch immer. So, also ich erkläre mal kurz Omamori. Das sind diese kleinen Dinger, ihr seht es, man wählt es aus. Ich habe im Moment 3 Slots und dann der hier erhöht die maximale Ausdauer. Der hier stellt nach dem Besiegen von Feinden den maximalen Verstand leicht wieder her und der hier reduziert die Ladezeit von Fokus erheblich. Braucht man im Moment alles noch nicht. Also Verstand und Fokus, weil wir haben noch keinen Energiebalken, so wie ich das gesehen habe, richtig? Und deshalb sind wir da noch ein bisschen früh dran. Ich gehe mal kurz zurück. Machen wir da oben mal hoch. Ah ja, da sind wir nicht reingekommen. Also ich suche so einen roten Briefkasten. Rennen können wir übrigens unendlich. Falls ihr euch jetzt fragt, für was man Ausdauer braucht zum Rennen, ja. Wenn kein Gegner da ist, können wir, glaube ich, unendlich rennen. Ja, ich glaube, da oben war kein Briefkasten. Irgendwie, Moment, ich muss mich an die Steuerung wieder gewöhnen. Nein, ihr habt nichts gesehen. Rätsel vielleicht. Heiliges Schwert. Da fällt mir ein, dass die Ältesten der Stadt über einen Volkskundler aus Tokio sprachen, der nach Ebisugaoka gekommen war, um die Legende des Heiligen Schwertes zu erforschen. Das ist neu, das lesen wir jetzt durch. Es heißt, dass Ebisugaoka ein verstecktes Dorf war, das einst als Zufluchtsort für besiegte Soldaten des Taira-Clans diente. Oh ja, das habe ich schon mal gehört, das habe ich schon mal gelesen im ersten Durchgang. Leider wurden noch keine Beweise für diese Geschichte gefunden. Dennoch weist Ebisugaoka viele kulturelle Ähnlichkeiten mit anderen versteckten Dörfern auf. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Geschichte wahr ist. Anderen lokalen Legenden zufolge schworen die hierher geflohenen Soldaten, sich am Minamoto-Clan zu rächen und dem Taira-Clan seinen früheren Ruhm zurückzugeben. Nachdem sie diesen Eid geschworen hatten, begruben sie das Schwert ihres verstorbenen Anführers am Fuße des großen Baumes, der dieses Land beschützt. Aha. Es wäre ein historischer Durchbruch, wenn wir dieses Schwert finden könnten.
Man sagt jedoch, dass die Feindseligkeit des Schwerts weiter zunahm, selbst als es unter der Erde begraben blieb. Das ist das, was wir vorhin gefunden haben. Daher errichteten die Menschen eine heilige Barriere darum und verwendeten Chiso-Statuen als Fixpunkte. Wer das Schwert finden wollte, sollte zunächst nach diesen Chiso-Statuen suchen. Es scheint, dass die Barriere funktioniert, indem sie eine spirituelle Harmonie schafft, die die Feindseligkeit des Schwertes hemmt. Harmonie, Yin und Yang, die 5 Elemente des Wuxing. Zu dieser Zeit glaubte man, dass alles aus 5 Elementen besteht. Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser und Liebe. Daher war 5 eine Zahl, die mit Harmonie in Verbindung gebracht wurde. Mit anderen Worten, es müsste 5 Chiso-Statuen geben. Gibt es in dieser Stadt 5 solcher Statuen? Ich vermute, sie aufzuspüren wird sich als gewaltige Aufgabe erweisen. Ich gehe besser mal nachsehen, ob in der Stadt eine Chiso-Statue ist. Okay, irgendwo Häuser, auf jeden Fall, da ist ein roter Briefkasten, ja? Und der dürfte theoretisch nicht hier oben sein, der Briefkasten. Weil da nämlich Häuser zu sehen. Oh, krass. So, ich gehe wieder runter, ja. Nicht zu sehr abweichen hier. So. Aber interessant, wie viel Neues das Next Game Plus hat. Ich kenne von Next Game Plus halt, ja, dass du deine vorherigen Gegenstände behältst und kannst das Spiel einfach nochmal durchspielen. So, alles klar. Und dann kannst du vielleicht neue Enden freispielen und das war's. Aber dass du hier deutlich mehr zu finden, Neues zu finden ist, das kenne ich jetzt so nicht. So, wir halten Ausschau nach einem Briefkasten. Also dieses rote Ding, was aussieht wie ein Hydrant. Ist ja gar kein Hydrant, ist ja ein Briefkasten. Da drüben haben wir fertig inspiziert. Auf den Feldern hier waren wir schon. Da ist kein Briefkasten, da ist ein Wasserdingens. So, ich gehe mal da runter. So, guck mal, jetzt gehen wir runter ins Dorf. Ich habe keine Ahnung, wo alles sind. Eintrag aktualisiert. Ebisugaoka. Ich lebe in einer kleinen ländlichen Stadt Ebisugaoka. Vor dem Krieg war die Stadt aufgrund des Zustroms von Menschen, die wegen den Kohleminen und des Staudamms in den nördlichen Bergen kamen, belebt. Nachdem der Dammbau abgeschlossen und die Kohlemine geschlossen wurde, wurde sie zu einer traurigen kleinen Stadt. Die große Eisenbrücke, die die Stadt mit der nahegelegenen Stadt verbindet, ist die einzige Erinnerung an den früheren Glanz dieser traurigen Stadt. Wie oft? 3-mal Stadt in einem Satz. Naja. Es wird gesagt, dass die Schriftzeichen für Ebisu in Ebisugaoka die Bedeutung einer Person hat, die von weit her eingewandert ist. Die fantasievollste Theorie zum Ursprung dieser Stadt besagt, dass es sich einst um ein verstecktes Dorf für die Flüchtlinge des Taira-Clans handelte, die den Genpei-Krieg verloren hatten. Unter den älteren Bräuchen der Stadt gibt es ein paar Regeln, die wie ein geheimer Dorfkodex erscheinen. Darunter Dinge wie ein Verbot für das Halten eines Hundes oder das Waschen von Dingen im Fluss. Aber ob das stimmt oder nicht, bleibt ein Rätsel. So. Also da unten ist sehr schön dieses rote... Da gehen wir jetzt da zuerst hin, oder? Nee. Sorry, wir müssen hier inspizieren. Also hier kommen wir nicht rein. Liegen hier ein paar Sachen. Radio. Da hinten geht's auch nicht. Ja, aber nur weil es da nicht weitergeht, heißt ja nicht, dass da nichts Cooles liegt. Wie zum Beispiel diese schöne rote Tonne hier. Eine coole, schöne rote Tonne. So, also. Pass auf. Das ist genau das Bild. Daneben ist der kleine Zaun, da ein Haus und der Briefkasten. Ich kann es ja nochmal aufrufen. Rätsel war das, glaube ich. Da guck, links der kleine Zaun, rechts Briefkasten, hinten am Haus irgendwo. Moment, erstmal gucken, ob ich hier irgendwie... Guck mal, was ist das? Zeitung. Zeitungsausschnitt, ernste Probleme in Ebisugaoka. Ab etwa Mai kann es in Ebisugaoka zu einer großen Zahl kleinerer Erdbeben kam es. Die Katastrophenschutzabteilung der Präfektur geht davon aus, dass es in Zukunft noch mehr davon geben wird. Die Einwohner sind weiterhin nervös und befürchten, dass dies frühe Warnsignale für ein noch bevorstehenderes, größeres Erdbeben sein könnte. Unter den religiöseren älteren Menschen kursieren Gerüchte, dass diese Ereignisse durch Inarisamas Fluch verursacht werden.
Die Katastrophenschutzabteilung der Präfektur fordert die Einwohner jedoch auf, solche Gerüchte als Aberglauben zu betrachten und sich stattdessen auf mögliche Katastrophen vorzubereiten. Da! Das ist eine kleine Chisu-Statue. Das ist so dieser kleine Mönch, wo ich gesagt habe, guck mal, der hat auch so ein schönes Lätzchen an. Verblasste Brautpuppe als Opfer dargeboten. Okay, ich wusste gar nicht, dass wir das machen sollen. So. Ich habe in den Bergen eine beschädigte Chiso-Statue gefunden. Das Schriftzeichen für Tsuchi, Erde, ist in den Steinsockel eingraviert. Es ist nur noch undeutlich zu erkennen. Ich frage mich, was passieren wird, wenn ich etwas als Opfer anbiete, das mit diesem Schriftzeichen in Verbindung steht. Ach, das ist eine Ton, also die Figur ist aus Ton. Da wir gerade beim Thema Opfergaben sind, mir fällt ein, dass ich einmal meine alte Puppe als Opfer angeboten habe. Als ich den Gegenstand darbot, hörte ich ein beruhigendes Glockengeläut. Das sollte reichen. Stimmt. Dann hat das ja wohl funktioniert. Also wir haben eben auch gerade ein beruhigendes Glockengeläut gehört. Also so ein Bimmelimmelim. So. Schön. Okay, dann hätten wir, glaube ich, das erste Rätsel schon mal gelöst. So, wir gehen jetzt halt weiter. Ja, unser Weg, Moment, irgendwie derzeitiges Ziel, da unten. Das ist der Gemischtwarenladen oder wie ich ihn nenne, den Süßigkeitenladen. Wo wir es gerade sehen, warte mal, wie zoomt man denn? Reicht das Stick? Seht ihr dieses Häschen da? Diesen Schatten von dem Häschen? Das weiß ich bis heute noch nicht, für was das da ist. Das erscheint öfters. Ich meine, da oben ist auch gerade ein Rabe. Auf der Karte sind öfters mal so Häschen da, so irgendwie. Und also im ersten Durchgang wurde da nichts zu erklärt. So. Wir gehen jetzt erstmal überall natürlich gucken. Hallo. Keiner hier, keiner da. Seltsam. Was haben wir denn da? Verschlossene Türen, wohin man blickt. Gasflaschen, Bierflaschen, Gasflaschen und Bierflaschen. Also mit Flaschen haben sie es. Und lauter Flaschenkinder hier. Fahrradzeug, ich gehe da hinten noch an den Brunnen. Der erscheint mir irgendwie... Was war das? Hier quietscht doch irgendwas. Ich hör's doch. Okay, okay. Oh. すいません。運転手さんいませんか？ Keiner da. Nur dein Spiegelbild. Das ist bäh. So. Natürlich. Ja. Okay, da ist. Ich weiß, es ist eklig und so, aber ich muss trotzdem gucken. Ich komme von da hinten. Da wollte ich mich eigentlich umgucken. Irgendwo im ersten Teil hing an irgend so einer Tafel so ein Brett halt über gesuchte Person. So eine Info über eine gesuchte Person. Wie es sich dann später herausstellte, war ich diese gesuchte Person. Glaube ich. Es ist Silent Hill. Alles, was ich hier sage, was ich denke, das sein könnte, muss nichts bedeuten haben. Ich bin jetzt auch nicht so der mega schnelle Superversteher. Ich kann auch Sachen falsch deuten, weißt du? Jede Ecke absuchen. So, ja, da die Abkürzung. Warte. Ja, aber warum nicht dadurch? Ja, gut. この先に抜け道があったはず。 Ja, aber warum nicht dadurch?   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 Ja, aber warum nicht dadurch? Ja, gut.
Dann gehen wir mal da durch, oder? So. 本当に羨ましいわ。まさかあの子がね。それに妬ましいわね。どうしてあの子なのよ。ねえ。 Sind also doch noch Menschen da. 噂をすればなんとやらだよ。 2 Frauen, die miteinander reden, ja. So. Was ist die Abkürzung? Okay. Da ging gerade die Tür zu. Ah. Bin ich denn hier? Kurz auf den Plan gucken, wo ich bin. Also ich bin von da oben runtergekommen. Gerade im Überlegen. Nee, ich bin da runtergekommen, ne? Hätte ich da durchgehen können? Dieses ganze Stück da habe ich noch gar nicht gesehen, ne? Weiß nicht. Naja, weiter geht's. Achso, guck mal, wir sind hier gleich im Gemischtwarenladen, wohnt Sakuko, heißt sie, glaube ich. Ich habe riesige Probleme schon beim ersten Durchgang gehabt, mir die Namen von meinen Freunden zu merken. Das eine ist Shu, den kann ich mir merken. Und das Mädel mit den 2 Zöpfen heißt, glaube ich, Sakuko. Und das andere Mädel heißt, glaube ich, Rinko. Werden wir gleich sehen. Jetzt kommt meine große Chance, mir endlich die Namen von meinen Freunden zu merken. Das ist so schlimm, oder? Wenn man sich die Namen von den besten Freunden nicht merken kann. Ringo kann ich mir auch nur merken, weil es ans Ringo angelehnt ist, so wie Ringo Starr von den Beatles. Der hat sich ja auch, Ringo ist japanisch und heißt Apfel. Deshalb kann ich mir das merken. Aber Sakuko, es kann auch sein, dass es Sukoko heißt. Da ist sie. サクコ Sakuko, どこ行 okay. くの？こっち通るの珍しいね。車が道を塞いでてさ、千鶴や？今は誰かと喋りたくて。私も後から行くね。じゃあね。裏切り者。 Ihr Leute, ich wundere mich da genauso wie ihr. Warum, also das ist eine meiner Freundinnen. Warum die mich Verräterin nennt. Das hat sie schon beim letzten Mal gemacht. Ne, das ist nur Sonnenstrahlen, die da durchfallen. Das hat sie schon beim letzten Mal gemacht und ich bin immer noch verwundert und es wird, glaube ich, also, ich weiß gar nicht, wird das erklärt, wird es nicht erklärt? Also es ist irgendwie seltsam. Es ist einfach nur, das ist jetzt die andere Seite vom LKW, gut. Ich will mich ja hier gut umgucken, ne? Grundsätzlich kann hier überall was sein. Oh, wir machen hier die rechte Seite. Ja, gut. どこ行ったんだろう。 Der ist da drüben ausgestiegen und auf einen Vogel draufgetreten. Glaube ich. Irgendwann gibt's hier mal was zu sehen, weißt du? Oder was zum Einsammeln oder so. Da ist übrigens noch so ein Brett, so ein Nachrichtenbrett, ein schwarzes Brett, nennt es wie ihr wollt. So, guck hier. Name Susutani Mayumi. Zuletzt gesehen mit weißer Bluse, langer marineblauer Rock, beiges Halstuch mit schwarzen Punkten. Falleinzelheiten, der Rest wurde abgerissen. Okay, da steht jetzt ein ganzer Name drauf. Ich glaube, beim ersten Durchgang stand da kein Name und aber auch die Beschreibung hat dann eher auf uns gepasst. Ich meine, weiße Bluse und sowas, das sieht ja aus wie das Kostüm, das zweite, was ich habe. So. Junge, guck. Silent Hill. Quasi. Ja, es ist hier kein Silent Hill, es ist Ebisugaoka. Macht aber nichts. Der zweite Teil hat auch schon nicht in Silent Hill gespielt. Okay, ich kann jetzt schon rumlatschen. Okay, ich muss quasi weiter. Also hier wäre ich quasi richtig, wenn ich da runtergehen würde. Aber ich gucke mich natürlich noch ein bisschen um. Ist ganz klar.
Mach mal wie vorhin. Jetzt rechte Seite. Kann auch ein bisschen. Ich kann ja ein bisschen. Oder ist ein Stein. Ein bisschen schneller laufen als manchmal. Okay, da ist ein böses Loch. Immer noch im Bau. Wann sind die fertig? Boah, dauert noch. Aber guck mal, gab es da nicht ein Rohr zu finden? Doch, man kommt von dieser Seite hin und da habe ich dann, glaube ich, ein Wasserrohr gefunden. Wasserrohr ist eine Waffe dann, die man als Wasser benutzen kann. Hier steht noch ein Zahnputzbecher. Schön. Kann man gebrauchen. Schirmsche. Fahrrädel. Eine Kanalisation. Also das ist mal... Okay, da ist wenigstens Wasser drin. Da ist nichts drin. Doch. Nun gut. Dann muss ich wohl da lang gehen. Auch wenn ich es nicht wirklich will. Scheint nichts zu liegen. Shudo. Ah, tatsächlich. Habe ich gar nicht gesehen. Doch eben schon geguckt. War noch nicht da. Shu ist mein Schulkamerad. Sozusagen. Also nicht sozusagen, es ist so. Hallöchen, Shu. Oha. よ相棒 Shu. Aibo? あのさなんか言ってよ。お前こそなんか言うことはないのかよ相棒にないんだったら私にだってない。お前らしいや Nicht. Nimm es nicht. 受け身な生き方なんてお前らしくないぜお前が自分で選んだ道なら Die wissen alle Bescheid, 俺はいつまでも応援するからな was los ist mit dem Vater. Dass er uns verheiratet hat, verkauft hat eigentlich. Die wissen alle Bescheid. Da ist Rinko. ひなこもいたんだ。リンコ。何の話をしてたの？ Rinko. いや、大した話は。 Und da kommt 誰 Sakuko. かとおしゃべりしたい気持ちだったんだって。気が紛れたよ。それはよかった。お役に立てて光栄の極み。会えると分かってたら借りてた雑誌持ってくればよかった。ああ、貸したままでいいよ。リンコに貸した時点で戻ってくると思ってないし。んだとこんちくしょ Oh, echt jetzt. Muss man jetzt nicht so sagen, aber. サクコだってひなこから何か借りてるんじゃないの？私なんかあったかな。 500 Yen! Mensch. ねえひなこ。じゃあ私が借りてる500円 Kannst du vergessen. 返さなくていい Geld よ will ね。 sie wieder zurückhaben. サクコ利子つけて返すとか言ってなかった？言ってないよ。消耗あんなら出してみろ。いいこと聞いた。これからはサクコに貸すとき消しゴムであっても消耗書かせるから。そんな意地悪言わないでよ。ねえねえ、昨日のラジオ聞いた？聞いた。でも途中で寝ちゃった。ひなこ？あ、ごめん。何？ Es ist aber wirklich ordentlich. Oh ja. Okay. Ich muss flüchten vor dem Monster. Entkomme dem Nebelmonster, ja. Ey, aber ich sehe ja gar nicht, wo ich hinrenne. Achso, ich kann die Kamera nicht drehen. Das ist ja gemein. Das ist ja gemein. Das war vorher nicht so. Okay, ich muss einfach nur geradeaus rennen, das kriege ich noch hin. Ah, okay. Da ist ein Speicherschrein. Geh doch speichern, Mädel. Okay. Da auch nicht hin. Dahin. Dahin sieht's gut aus.
So, jetzt muss ich gleich wieder rennen. Okay. Das Ding ist, also was ich glaube, dass es funktioniert, immer irgendwie so zum Lichtrennen. Quasi. Okay, da ist kein Licht. Oh, das war knapp. Da vorne ist irgendein Licht da. Okay. Durch. Ah, da ist doch kein Licht. Hab mich verguckt. Oh, da ist er. Da rein. Ich glaube, ich stelle mich deutlich... Ich stelle mich deutlich besser dran als beim ersten Mal. Glaube ich. Moment. Ah, nee, da ist er. Da ist er. Ich muss da rein. Nee. Ich hab zu lang gebraucht. So viel dann zum Thema, ich stelle mich deutlich besser dran als vom ersten Mal. Nein. Ich habe zu lang gebraucht. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich schon ganz von vorne anfangen muss, sondern... Okay. So, da vorne sind die Lichter. Ich sehe es da. Ich glaube, da war ich eben nicht, oder? Ja, keine Ahnung. Also, zum Lichtrennen möglichst mittig halten. Wo muss ich hin? Was bin ich hier? Ach, die Tür. So, gut. Ich kann das Vieh nicht klettern. Okay, ich bin irgendwie ja bös verletzt und weiß nicht. Ich habe was von Shu bekommen. Notiz von Shu. Hallo Partner, diese Schmerzmittel sollten bei dir am besten wirken. Sie lindern nicht nur deine Kopfschmerzen, sondern auch Schmerzen durch Verletzungen. Ich vermute, dass die Hauptursache für deine schlimmen Kopfschmerzen darin liegt, dass du unbewusst mit den Zähnen knirschst, wenn du sauer bist. Stimmt das? Wenn du jemals reden willst oder so, ruf mich und ich bin da. Es geht uns gar nicht gut. Es geht uns richtig kacke. Aber wir haben ja lecker Pillen gekriegt, wo ich nicht weiß, wie ich so... Was ist denn das? Ah, hier. So, wir haben rote Kapseln gekriegt, die wir nicht benutzen werden. Wir essen hier maximalen Verstand. Wir essen ein Arare. So, Moment. Ich würd die gerne da rausmachen aus der Kurzwahl. So, ich muss noch gucken, wie funktioniert das wieder so. Und gleich noch eins hinterher. So. Dann hätten wir das jetzt geschafft. Guck's dir an. Kurze Erklärung hier. Links unten, das rote ist unser Energiebalken. Das gelbe unten drunter ist der Ausdauerbalken. Die Blümchen oben drüber ist unser Verstand. Wenn der Verstand auf 0 sinkt, ist das schlecht. Dann können wir uns nicht mehr fokussieren. Fokussieren brauchst du, also für den Kampf später. Sag mal es einfach so. Ich guck mal kurz auf die Karte. Also da geht's nicht weiter. So viel Platz haben wir jetzt hier nicht. Im Moment scheint es hier auch relativ ruhig zu sein. Überall umgucken. Also wie gesagt, ich werde versuchen, keine... Was ist das?
Verband. Verband ist gut. Keine Pillen aufzunehmen. Die eben hast du halt gekriegt. Oha. Das sieht mir aus wie eine Waffe. Ein Stahlrohr, um genau zu sein. So, jetzt haben wir wenigstens eine Waffe. Aber was machen wir mit dieser Waffe? Wieso sollte ich denn eine Waffe gebrauchen? 急いで咲子のとこに戻らないと。 Wir suchen erstmal unsere Freunde. Ja, das stimmt. Aber wo sind die? So. Finde einen Weg zurück zum Chisuruya Gemischtwarenladen. Könnte ich jetzt halt hochklettern. Ich will mich aber noch ein bisschen umgucken hier. Zumindest mal ums Eck gehen. Nicht, dass da jetzt aber ein Gegner ist. Nee, sieht nicht so aus. Sieht nicht so... Da liegt... Aha! Eine rote Kapsel. Die lassen wir liegen. Die lassen wir liegen, die rote Kapsel. Und gehen stattdessen lieber da hoch. So. Gut. Da könnte ich jetzt runterhüpfen. Ich könnte aber auch... Da liegt doch noch was. Ne, da ist ein Dach. Hier geht es auch nicht weiter. Also, notgedrungen gehen wir darüber. So, hopp. So. Jetzt Moment, erstmal auf Karte gucken. Also, ja, so viel Auswahl haben wir jetzt halt nicht. Ist schon hier dunkel. War da wer? Du? Das ist aber schon eine dunkle Gasse hier. Also einfach nur, weil die Häuser hier so eng an eng stehen. Das ist... Okay, wir sind durch, glaube ich. Aber hier ist wieder Nebel, ja? Ich höre doch Schritte. Okay. Karte gucken. Ja. So viel gibt es da nicht zu sehen auf der Karte. Mehr oder weniger nur... Ja, da bin ich hergekommen. Rinko! Mädel, mach mich doch nicht so erschrecken. Was gibt's hier für eines? Nix. Ist da unten irgendwas? Nee. Und gehe die Monster und gehe weiter. Wo sind... Finde ich nicht gut, dass hier gesagt wird... Ah, das war gemein! Das war gemein! Du hast mich noch gar nicht gesehen, Mädel! Also die Monster-Mädel. So, komm her. Ich umgehe jetzt nämlich die Monster und gehe weiter. Ich verstecke mich mal da hinten, die findet mich nie, oder? Kommt hinterher. Das ist nicht dein Ernst, oder? Findet mich nie im Leben. Oh, fuck, sie findet mich. So, dann gibt's halt eins auf den Nischel, Mädel. Mich so zu erschrecken. Okay. Ihr seht gerade, ich habe Fokussieren benutzt. Das ist, wenn man L2 gedrückt hält. Ihr seht, dass dann die Blümchen weggehen. Wenn das Ding so wie jetzt voll ist und es macht Bing, dann kann man mit R1, glaube ich, eine starke Attacke machen. Aber alles, wenn du unterbrochen wirst dabei, hast du Pech. Dann ist alles weg. So, okay. Ich gucke mich jetzt aber nochmal gescheit um, ne? Die hat mich jetzt so überrascht. Ich wollte mich eigentlich vorbeischleichen an ihr. Ist da noch jemand?
Ich wollte mich eigentlich an ihr vorbeischleichen. Hat ja nicht so gut funktioniert. Bei der Waffe, ich glaube, das kann ich auch so zeigen. Waffen. Haltbarkeit hoch. Der Kreis um die Waffe, das sieht man eigentlich hier besser. Dieser Mond links, den ihr seht, dieser Halbmond oder zunehmender Mond, keine Ahnung, der wird leer. Das ist die Haltbarkeit der Waffe. Wenn der ganz leer ist, ist ein Schlag, plupp, und die Waffe verschwindet. Das ist nicht gut, das wollen wir eigentlich nicht. Beziehungsweise wir wollen das vermeiden. Dass wir ohne Waffe dastehen. Denn ohne Waffe können wir nur noch ausweichen. Und nur noch ausweichen können ist schlecht. Denn das eben wollte ich ja eigentlich genau machen. Ich wollte ja eben ausweichen. Also ich habe ja schon das Monster gesehen. Ich meine, es wurde ja sogar angekündigt. Und ich wollte eigentlich ausweichen. Aber ich habe es nicht hingekriegt. Weil ich zu doof war. Nein, die lassen wir schön liegen. Ich würde sie so gern nehmen. Aber die lassen wir mal schön liegen. Wir gehen da links weiter. Da gab es beim ersten Durchgang... Na, hier geht's nicht weiter. Gab es hier irgendwo, da stand mittendrin ein Radio. Und ich habe so das Gefühl, dass es mit diesem Radio etwas auf sich hat. Ich weiß nur nicht was. Ich habe so eine Ahnung. Aber beim ersten... Da hinten. Hört das? Und gleich werde ich gucken, ob sich meine These bestätigt. Ich hoffe, dass kein Monster da unten ist. Oh, ein Yokan. Ist auch irgendein Heil-Item. Ist hier vielleicht auch noch irgendwas Cooles? So. Da ist ein Radio, guck. 孫川鉄橋は崩落しています。繰り返します。孫川鉄橋は国籍不明円盤の攻撃により崩落しています。恵比寿ヶ丘地区から東へは脱出できません。繰り返します。Okay, richtig gelegen. Ich habe euch ja irgendwann am Anfang gesagt, dass ich versuche, das Alien-Ende oder das UFO-Ende zu kriegen. UFO-Ende ist immer ein Spaßende in Silent Hill. Gab es schon im ersten Silent Hill. Und das werden wir versuchen zu kriegen. Und dazu müssen wir verschiedene Radiosendungen hören. Und ich glaube irgendwelche Poster oder so angucken. Irgendwie sowas. Kriegst du erklärt, wenn du es einmal durchgespielt hast und dann siehst du deine Enden, die du bisher erspielt hast. Und du kriegst auch ein paar Hinweise, wie du andere Enden zu erspielen hast. Und da stand halt zum Beispiel, dass man das UFO-Ende kriegt. Indem man Radiodinge anhört. Ich könnte hier hochgehen. Und dann wird es da weiter. Wo muss ich denn hin? Da außen rum. Okay, also grundsätzlich richtig. Ich kann aber auch weiter nach links gehen. Das habe ich, glaube ich, beim ersten Mal gemacht. Und dann waren da aber ziemlich viele Gegner. Der Dachkantel da oben, der hat gerade ausgesehen, als wäre da ein Gegner. Ich weiß, dass ich, glaube ich, hier hochgegangen bin. Und dann waren da so richtig fiese, große Gegner. Da bin ich dann abgehauen. Da hat auch das Spiel gesagt, hier sind ziemlich viele Gegner. Du solltest eventuell abhauen. Nee. Nee. Hier war ich noch nicht. Ich war doch nicht in dem Haus. Oder? Pille? Da liegt was zum Lesen. Notiz des örtlichen Arztes. Es gibt Fälle, in denen Patienten eine Verbesserung ihrer Symptome nicht durch die Einnahme von Medikamenten, sondern durch ein einfaches Gespräch mit einem Arzt feststellen. Die Ursache für dieses Phänomen liegt zweifellos im Vertrauen zwischen Arzt und Patient.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Apotheker, denen man seit der Antike vertraut, vielleicht eine ähnliche Macht besitzen wie die hiesigen Götter. Sogar unter den jüngeren Generationen dieser Stadt gibt es viele, die glauben, dass Gebete zu Oinari-san Schmerzen lindern und die Heilung beschleunigen. Die Stärke des Glaubens steht vermutlich in direktem Zusammenhang mit der Wirksamkeit. Es gibt sogar einige Stadtälteste, die behaupten, dass gebrochene Knochen nach Gebeten zu Oinari-san auf wundersame Weise geheilt worden seien. Da war doch gerade, ich habe doch da draußen was gehört. Kannst du vergessen. Also den hier nehmen wir nicht. Ich habe doch da draußen gerade was gehört. Laber nicht. Okay. Huh. Leg dich hin und sei ruhig. Ne? Nicht nur mit der Auge spiele, auch mit der Ohren spiele. Kling, 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 kling. Nee, ich hab gehört, dass da draußen, ne, ich hätte halt gedacht, dass ich hier noch einigermaßen sicher bin, weil ich dachte, der kann ja nicht von links und nach rechts kommen. War ja auch so. Aber hüpft mal gleich da runter, das ist, ja. Und ich glaube nicht, dass das schon, also beim ersten Durchgang offen war. Haben wir wieder was Neues dazu gefunden. Sehr schön. So, jetzt kletter ich da, ich muss irgendwo hoch. Jetzt, aber grundsätzlich können hier jetzt überall Gegner sein. Es ist mir nicht so recht. Ich hab's ja gern. Oh, hier war letztens kein Gegner, hier ist jetzt auch keiner, weißt du? Ich höre was. Ja, okay, das war einfach nur die Lampe, die kaputt gegangen ist. Ist das ein Schweinderl? Das linke? Guck mal, das ist doch ein Schweinchen, oder? Ich gehe nach links. Ah, geht nicht. Ist zu. Oder? Ja, okay. Das ist das Fiese an Silent Hill. Diese Anspannung. Rote Kapseln. Lass mal rote Kapseln sein. Diese Anspannung. So, jetzt Moment, ich muss noch was einstellen und zwar genau, ich hätte gerne den Yokan und den hätte ich gerne da unten drauf. So, jetzt pass auf. Ich will nämlich die roten Pillen aus meinem Inventar raushaben, dass ich nicht im Eifer des Gefechts vielleicht sogar hingehe. Schon wieder, weg, geh zurück. Oh. Komm mal her, Mädel. Also du. Leute, ich kann euch sagen. Ja, ich hab's schon mal durchgespielt. Aber es schockt mich noch genauso wie vorher. Hier bin ich hergekommen. Nur, dass ich jetzt ein bisschen konzentrierter beim Kämpfen bin. Liegt auch daran durch die Omamori oder wie die Dinger heißen. Dass ich da... also, dass ich diesen Superschlag da mehr oder schneller machen kann. Und das ist halt gerade recht praktisch. Das hast du halt beim ersten Mal spielen noch nicht. Da muss ich wohl durchgehen, das ist soweit klar. Jetzt Entschuldigung. Jetzt fragst du, hast du doch beim letzten Mal auch nicht gemacht. Also nicht beim letzten Mal, sondern beim ersten Haus, was wir da gefunden haben. So. Da hat sie irgendwo hingeguckt, ja, das habe ich gesehen. Verband, ja. Oh, da liegt rote Kapseln. Nein, Finger weg. Gut umgucken hier. Ist wahrscheinlich... Na doch, geht auf. Erst im Zimmer hier umgucken, überall. Nix. Kleiner Abstellraum. Ich kann da noch die Treppe hochgehen.
Was ist das? Haushaltstipps für die gute Ehefrau und weise Mutter. Eine Sammlung liebevoller Tipps für Mütter, um das perfekte Zuhause zu schaffen. Ist das hier die Küche? Ja, ist eher so die Spülküche oder wie? Oder? Ja, ist schon ein bisschen eng. Brauche ich einen Schlüssel. Okay, wir merken unten im Wohnzimmer, da war ich schon drin, geht es irgendwie weiter, ja. So, daneben waren Stufen. Ist das schon dieses eine Zimmer? Ja, doch. Ich erinnere mich. Okay, ich probiere es mal rechts. Ah, ein Yokan. Und da links haben wir was? Nix. Oh. Die Aussicht ist auch nicht so mega. Aber da ist jemand raus, ne? Schlurf oder rein. Weiß man nicht genau. Was ist das? Nein! Es ist mir, also, ja, es ist mir schon beim ersten Mal spielen aufgefallen. Ja, da kann ich mich dran erinnern, dass da ein Schlüssel drin ist. Ein blutiger Schlüssel. Ein Schlüssel mit unbekannten Blutflecken. Ich bin nicht sicher, was er öffnet. Es ist mir schon beim ersten Mal spielen aufgefallen, dass es hier sehr viele rote Kapseln gibt. Und ich habe sie ja fleißig eingeworfen und immer Späßchen gemacht. Haha, ich werde hier noch medikamentensüchtig. Die Tür war vorhin zu. Hallo. Hat er gedacht, hä? Hat er gedacht. Junge. Verband macht Gesundheit. Arare, Gesundheit. Yokan, große Menge Gesundheit. Große Menge Gesundheit. Und ein Verband, wie viel Gesundheit? Große Menge Gesundheit. Und Schokolade, maximalen Verstand leicht wieder her. Okay. Weil um unseren Verstand, ihr seht es, ist es nicht so weit her. Hat die sich doch glatt daneben versteckt? Das kleine Ferkelchen, hä? Dachte, wir sind so doof und rennen da rein. Nee. Hier, was ist das? Schlüssel. Hintertürschlüssel. Ein solide aussehender Fassschlüssel. Ein Fassschlüssel. Seiner Größe und seinen Klingen nach zu urteilen, sollte er zum Öffnen der Hintertür verwendet werden. Okay. Fassschlüssel. Fass. Ist das die Hintertür? Blutiger Schlüssel verwendet. Okay, ich könnte jetzt hier rüber abhauen. Ich will aber noch gucken, was in der Hintertür ist. Die Hintertür war die unten. Ich will eigentlich nicht rennen, weil ich nämlich nicht sicher sein kann, ob hier nicht neue Wesen sind. Nein, das sind nur rote Pillen. Da hinten war es, glaube ich, oder? Da. Hm. Ach. Fall um. Ich glaube, es hackt oder was? Ich brauche eine neue Waffe. Das ist nicht gut. Sag ich doch. Nicht gut. Ich musste aber auch wieder gucken gehen. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Ich habe das ja alles schon durch. Ich weiß, dass ich hier nicht weiterkomme. Ah ja. Eine Opfergabe. Okay. Deshalb... Okay. Ich hätte es wissen müssen.
Ich habe genau das schon mal gemacht. Und auch hier wieder, ich weiß es nicht mehr, aber ich gehe stark davon aus, dass ich beim ersten Durchspielen dachte, ja, ich habe jetzt hier einen Hintertürschlüssel, da will ich natürlich auch wissen, was der macht, ne? So. So. Scheiß drauf. Meine Waffe hält nicht mehr viel aus. Da ist es auch egal, dass mein Verstand nicht mehr viel aushält. So, also, wo war das denn jetzt? Ich glaube, da hinten und dann über die Dächer bin ich geflohen. Das weiß ich noch. Ja. Sieht gut aus. Ich weiß aber, dass ich beim ersten Mal hier schon keine Waffe hatte. Runter oder rüber? Runter. Okay. Runter? Gut. Umgehe die Monster. Ja, will ich ja gehen, aber bin ich zu dumm dafür. Ich kann nur draufknüppeln. Ja, wollte auch gerade sagen, gefällt mir gar nicht. Okay. Ich habe Angst, dass mich so ein Vieh wieder irgendwann irgendwo... Ich höre doch was. Anspringt, weißt du. Das Fiese ist, dass die Viecher ja klettern können. Ich will aber halt hier auch nichts übersehen. Das Lager checken. Da hinten liegt, glaube ich, was im Eck, aber ich glaube, das sind nur weiße Pillen. Rote Pillen. Da hinten, ja klar, das habe ich gesehen. Das will ich nicht. Kann ich da die Tür reingehen? Oh Mann. Das ist wieder so ein Fuchsschrein. Ich will doch eigentlich einfach nur speichern. Ist das denn so viel? Ah! Ich umgehe jetzt die Monster, indem ich ihn einfach wegrenne, ne? Es ist dumm, hier hinzurennen. Nee, das ist sehr gut. Antiker Kamm, nehme ich mit. Oh, hier ist ein Speicherstand. Okay. Kann er mich da rausschmeißen? Man hört sie, glaube ich, nicht. Okay, ich gehe jetzt zumindest mal speichern. So, jetzt werden wir was in den Schrein legen, und zwar der getrocknete Kadaver. Das ist nur eine Opfergabe. Antiker Kamm ist auch nur eine Opfergabe. Rote Kapseln kann ich leider nicht loswerden. Würde ich nämlich sonst machen. So, wir haben jetzt 500 Glaube. Und... ich hätte halt gerne noch einen Omamori-Platz. Das heißt, wir sparen erstmal auf 3000. Gesundheit, Ausdauer, Verstand lassen wir so, wie es ist. Wir sparen jetzt erstmal auf 3000. Omamori ziehen. Guck mal, 1000 ist das nächste. Ich glaube, sie kommt. Ich muss schnell einen Ersatz für die Waffe finden, meint sie. So, im Moment, ich guck mal. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Wo hätte ich denn aber noch hingehen können? Also ich bin da runter. Ich hätte da noch nach rechts gehen können. Nee, ich glaube, das wäre eine Sackgasse gewesen. Ich höre sie doch wieder tippeln. Da drüben tippelt sie. Nee, da werde ich jetzt nicht rübergehen. Ich werde schön in der nächsten Folge weiterspielen. Tschüss, bis morgen, wenn wir weiterspielen. Adios oder so.